Mittwoch, 20:15 Uhr. Sie sind genau hier richtig bei der Rotz-Show, Episode 2. Wir begrüßen Sie aus unserem super tollen Simmeringer Söchkammerl Studio B. Ja, und wir beginnen mit Musik. Bitte schön, der Ralf hat sich was gewünscht. Viel Spaß damit, gell? Jetzt haben wir einen Kowal! In unserer hochmodernen Zeit ist alles geschissen, alles gefällt. Wo man hinschaut, weit und breit. Schiere Frieser, schlechte Leid. Doch wir haben noch eine Idee, die Strategie geht allweil an. Was das nicht tut, macht's Mensch weh. Und schau es drauf. Heute haben wir einen Kohl. Und den hat jeder. Heute haben wir einen Kohl. Und früher oder später kommt sofort der größte Trottel drauf. Der Kohlbahn auf. So ein Kohl hat man nicht schwer. Den lädst du ein mit deiner Havara. Eine Flasche Whisky oder zwei. Und schon ist der Kali da. Das ist echt eine wilde Idee, die geht 100%ig auf. Wenn's das nicht magst, magst mit Schmäh. Und sag uns, heute haben wir einen Kohl. Und den hat wieder jeder. Heute haben wir einen Kohl. Und früher oder später sieht sogar der größte Trottel ein. Ein Kohl muss sein. Mit einem Peppi wirst nicht happy, mit einem Kurt geht man nicht fort, mit einem Peter hast du nie einen Spaß. Keine Sardine, keine Sabine, keine Regina, keine Hermine, nur der Chor gibt so richtig Gas, noch kein Schatz. Hey, komm mal an, Chor! 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 Hallo Felix. Grüß Gott, servus, grüß euch. Ich hoffe, der Ralf hat zugeschaut. Die Nummer war für dich, du hast sie dir gewünscht. Ja, Rotzshow Episode 2. Es ist schön, wieder hier zu sein. Und jetzt sagen wir, machen gleich weiter im musikalischen Kontext. Ne? Hätte ich gemeint. Nächste Nummer hat sich der Wilhelm, glaube ich, ja, der Wilhelm gewünscht. Und ist natürlich auch eine unserer liebsten Nummern. Es ist der Lugner. Viel Spaß mit Lugner. Mein Name ist Lugner. Ich wohne in den Fernseher drehen. Jeden Montag auf ATV. Werbung und Bausucht so. Ich weiß nicht, wie ihr meine Alte heißt. Ich sag halt Mausi, es Gott passt. Hauptsache sie ist, Schöner als ich. Hauptsache sie Ein ist, bisschen schöner als ich. Hauptsache sie ist, schöner als ich. War Meister Lugner. Steht auf meiner Wohnungstür. Und wenn du jung und billig bist, dann steht sie immer offen für dir. Ich weiß nicht, wie ihr meine Alte heißt. Ich sag halt Bam
jünger als ich. Hauptsache sie ist jünger als ich. Sag ein Gedicht auf. Was ich Gott die Baumspanne! Der Heinzel tut mich interviewt, wo ich grad geh und steh. Beim Wasek mit der Botox-Spritze und am Opernball im Scheißen geht. Er holt das Mikro, wo er mich frisst, weil er noch ein bisschen deppert ist. Er ist ein bisschen Blöder als ich. Er ist ein bisschen Blöder als ich. Er ist ein bisschen blöder als ich. Mein Name ist Lugner. Hab ich das schon mal erwähnt? Weil es bei uns um nichts mehr geht, werde ich ein Präsident. Und ist die Karte nicht zu gemein, dass sie mein Kurzspazi sein. Sie ist ein bisschen Blöder als ich. Sie ist ein bisschen, Viel blöder als ich. sie ist ein bisschen blöder als ich. Und ihr schaut euch den Scheißdreck an, habt euch noch ein bisschen über mich an. Ihr seid so Kohle, Blöder als ihr ich. seid so Kohle, Blöder als ich. ihr seid so Kohle. Ole, 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 ole. Lugner als Wörtler von Präsident! Ure Leimand, Alter. Supi-Puppe. Ja, das ist live, da hab ich die Nummer gleich verschissen. Aber, ne? Ja, na, haut schon hin. Ja. Ich finde schön, dass jeder von euch wieder so zahlreich eingeschalten hat. Als nächstes für euch haben wir ein Schmankerl aus der Vergangenheit. 2012 haben wir damals ein Album aufgenommen, beim Didi im Studio. Servus Didi, bis Leimand. Und da hatten wir ein paar Impressionen natürlich zusammengestellt. Best-of auf Studioaufnahmen 2012. Viel Spaß! Für keine Reparaturen daheim, ruf ich an Handwerker nicht an. Da ist man lieber, ich mag's allein. Von die Wasserleitung drauf, oder das Häusl ist verstopft. Das push ich mir schon irgendwie zusammen. King von Simmering. Solange der Blut meine Oder dreht, liebt man keiner mehr Bohrmaschine. Ich bin verfließen ins Büro. Ich bohr Hochbett für mein Klo. Ich bin heute gern ein bisschen kreativ. Was ein gutes Augenmaß hast, sparst das Geld für das Wasserwag. Dann hängt das Kastel halt ein wenig schön. Ich bin der Heimwerker King von Simmering. Solange der Blut auf meine Oder dreht, nimmt man keiner mehr Bohrmaschine. Die mir's mit Freude und am Brecheisen aus meinen Noten. Hey, Rasta!
außer verstecken. Jo, back again. Grüß euch. Grüß euch einmal. Ehre ist Gesichter. Einmal offiziell herzlich willkommen zur zweiten Episode von Die Rotz Show. Live aus unserem wunderbaren Studio B, wie wir es gerne nennen. Das ist quasi das Ausweichasyl, weil in unserem hauptsächlichen Programm ist es zu klar, zu stinkert und zu Simmeringerisch. zu geschissen. Ja, was haben wir heute? Also wir haben jetzt schon mal Nummer gespielt. Was wir heute noch für euch vorbereitet haben, sind ganz tolle Sachen. Wir haben wieder neue Videos gemacht, aber jetzt nicht Musikvideos, sondern ganz neue Rubrik Fit mit Fetz. Da hat es schon eine Episode gegeben, wie ich den Herrn Unfall zum großen Supersportler mache. Aber hallo. Dann ganz neu heute zum ersten Mal dabei Dancing Queen. Viel Spaß damit und Ich weiß nicht, wer das hieß, ja, und es geht auch sicher nicht um mich, aber wahrscheinlich. ich freue mich sehr. Das war bestimmt jemand anders. Und worauf natürlich die meisten wahrscheinlich gewartet haben, die lang erwartete zweite Folge von Simmering ist überall. Yes. Es geht ans Eingemachte, es wird dramatisch und ich habe gehört, es stirbt sogar wer. Ja, ich habe gehört, dass die Christiane Hörbiger keine Rolle spielen wollte, weil sie anderwertig engagiert war, aber Sieht man, die Serie ist zu vertrottelt für sie. genau, sie macht lieber was Gescheites. Sie ist jetzt Influencer geworden, oder? Genau. Also sie macht hauptsächlich so Kurzvideos. Okay. Habe ich endlich dieses tolle Wortspiel untergebracht. Proletentoaster, grüß dich. Servus. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Bitte schreibt uns da in diesen Chat hinein. Wir lesen das auch während dem Musizieren mit. Ja, wir haben uns zur letzten Folge weiterentwickelt. Wir haben jetzt tatsächlich ein Tablet hier stehen und können lesen, was ihr schreibt. Also schreibt. Wir lesen mit und freuen uns über jeden Kommentar, der kommt. Genau, also wie Kasperl-Post, nur schneller und halt so 2019, ne? Genau, ansonsten Neuigkeiten aus dem Rotz-Universum. Ja, Wie schauen wir aus? wir hatten vor kurzem wieder mal einen Gig in Nickelsdorf beim Redtal Open Air. Oh ja. Schön war's. Der War Gig, super. also wie kann man es eigentlich kategorieren, der Gig war super. Wir waren noch superer. Rara, ja, zwar. Wie war's Backstage? Backstage. Gut, die Verpflegung war hervorragend. Also an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, schönen Dank an Sigi und seine ganze Familie. Also das war... Ja, wir waren niemals hungrig, niemals durstig. Besser geht's eigentlich auch nicht. So hält man Musiker bei Und es Laune. gab den slowakischen Chipsmix. Oh, der war natürlich fantastisch. Ah ja, schönen Gruß an Flaggerman Jensen, ihr seid auch geil. Muss ich sagen. Ihr seid eine geile Band. Ja, die waren Und super. ihr habt leibende Backerl. Schön, wenn man so eine Band genau vor sich hat und die eine gute Nummer noch runterspielen. Genau. Ansonsten, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe, die Rotz Show, die offen ist, wo jeder hin kann und auch Wünsche und Beschwerden hineinstellen kann. Und der liebe El Mato hat sich doch letztens tatsächlich mehr nackte Weiber gewünscht und das ist ein Zitat, so würde ich natürlich nicht sprechen. Und weil wir natürlich auf unsere Fans hören und immer machen, was Ach sie so. wollen. Bitte schön, lieber Martin, extra für dich. Haben wir einen Playboy. Playboy Ich abonniert? würde sagen, schlagen wir die erste Seite auf der Musik. Genau. Und extra für dich, schau, lieber Martin. Nur für dich. Ich hoffe, du bist zufrieden. Also, falls irgendwer sonst Wünsche oder so hat, tretet dieser Facebook-Gruppe bei, schreibt rein. Wie ihr seht, wir erfüllen jeden Wunsch. Ich habe gesehen, der Ole hat zugeschaltet. Servus Ole, und wenn der Bierler ist, meins nicht. Ja. Haha. Ah je, na, am besten schnell zum Kühlschrank gehen, Aber bevor es so, weitergeht. aber so wie den Oliver einschätzt, zuckt jetzt ein Bierbeißel. Das heißt, es wird jetzt sicher eine sehr- Möglichkeit geben, dass du ein Bier kriegst. Vor Ne? allem wird es nicht sehr lang dauern, bis dieser Vorrat wieder aufgestockt wird hier. Die Miss September heißt Michelle. Aber zeig's nicht her, sonst sperrt uns der YouTubes. Der Jupstups. Ich darf meine Brüste zeigen, aber leider keine, wo keine Haare Sie hat drauf sind. relativ fesche Turnschuhe, muss ich sagen. Männernippel Das darf man auch Auto nicht heißt zeigen, Michelle oder was? Ja, da fahre ich Bussi mit und hast bestellt. Großartig. Ja, Sehr schön. jetzt habe ich den Regieplan verlegt, tut mir leid. Ja, also, na gut, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der Sendung. Als nächstes kommt die lang ersehnte, lang erwartete und mit Spannung vollgeladene Fortsetzung von Simmering ist überall, Folge 2. Boah, Episode endlich. Episode 2. Es wird spannend, es kommen neue Charaktere vor. Unglaublich, das wussten wir selbst Ja, nicht, ja, was, ja. was dafür Bist du deppert, ja? was da für Geheimnisse gelüftet wurden. Und ich würde sagen, lieber Regie, bitte Video ab. Viel Spaß. Eine russische Oligarchin plant ein Rockfestival in Ibiza. Wir wollen uns als Headliner haben. Eigentlich kann überhaupt nichts schief gehen, oder? Wie treffen wir die heute? Das ist eine Falle. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt.
Semmering ist überall. Es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont. Semmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Oh, jetzt fahren wir nach Ibiza. Wie ist der Kurschen? Alter, das gibt's nicht. Jetzt warten wir schon seit einer halben Stunde auf die Oligarchin. Irgendwie hab ich kein gutes Gefühl dabei. Und ganz ehrlich gesagt, mir schaut das nicht nach einem Platz aus, wo man Oligarchen trifft. Ich habe ja gleich gesagt, das ist eine Falle. Das heißt Falle, was ist das für eine Falle? Irgendwer hat uns einfach nur verarscht. Habt ihr das auch gehört? Nein, ist ja auch wurscht. Was ist eigentlich mit den Demo-Tapes, die wir der Oligarchen geschickt haben? Ja, ich habe mich gekümmert um die Demo-Tapes. Ich hab's gleich schreddern lassen. Alter, was? Ja, Coolplan Burschen, ich hab's ja dreimal schreddern lassen. Und dann noch unter den falschen Namen, nämlich Sebastian Lang. Und, haha, zahlt habe ich auch nicht. Was? 3-mal Schreddern unter Sebastian Lang? Und zahlt hast du auch nicht, bist du deppert? Eigentlich ist das genial. Da war schon wieder was. Na, sehr super ist Kasperl. Jetzt haben wir den Ibiza-Gig nicht. Unsere Demo-Tapes hat der da schreddern lassen. Und was machen wir jetzt? Mir kommt das alles sehr verdächtig vor. Dazu ist nur einer fähig. Und der ist erst letzte Woche aus Karlsburg entlassen worden. Aber du meinst doch nicht etwa? Doch, genau der. Mein bester Zwilling Zebedeus Unfall. Scheiße. Ich glaube, wir schleichen uns besser. Bier, Quell des Lebens, Erfrischer und Löser aller Probleme. Wir kosten heute wieder Bier und der Zacharias möchte noch was sagen. Ich möchte mich noch für die letzte Folge entschuldigen. Wir haben Otterkringer für ein deutsches Bier gehalten. Sowas darf nicht passieren. Wir entschuldigen uns hier aufrichtig bei allen Deutschen für diesen Foxpass, für diesen Fuchsschwanz und kosten heute das Bier. Und ich schwöre, wir werden anderwertig rassistisch sein. Unsere liebe Crew hat uns wieder 2 Biere gegeben. Es ist angeblich dasselbe in beiden drin und wir werden wieder blind verkosten, was da drinnen ist. Heute schmeckt es einmal nicht nach Karton, das ist einmal gut, es schmeckt halt ein bisschen mehr nach Gaffer. Aber ich habe das schon getrunken. Ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. War es das auch? Mit W? Ich glaube, das ist das Lieblingsbier von unseren Gitarristen. Aber kostet mir nicht, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Was von ihm? Ja, es ist das Bier, wo ich immer. Oder liebe Zuschauer, ratet mal ihr, was könnte das sein? Man sieht's eh. Ich glaube, es ist ein österreichisches Bier. Bin mir ziemlich sicher sogar. Ja. Na, aber was glaubt ihr, was ich könnte das sein? Ich glaube, ich komme ja nirgends hin, ich habe nur österreichisches Bier getrunken. Oder bestenfalls ein Cambrinos einmal. Ne? Also ist recht voll. Ja. Ist recht voll. Also ich wage mir einen Wieselburger aus den Rippen zu leiern. Ich warte noch auf Antworten von den Zuschauern. Du glaubst, der Wieselburger. Die Trotteln wissen eh nichts. Ich verrate noch nicht, was ich glaube, aber ich koste noch mal. Ich weiß, ich habe schon getrunken. Aber das ist nicht schwer. Ich habe jedes Bier schon mal getrunken. Ich schaue immer auf den Regisseur, wenn er einen Tipp gibt, weil wenn es richtig ist, lacht er nämlich immer. Er steht nämlich genau hinter euch, also hinter der Kamera und schaut wie ein Volltrottel. Schmeckt deins eigentlich wie meins? Weiß nicht, probier mal. Gib her mal. Ja, das ist Köder. Ja, ich glaube, das ist näher am Hoden gewesen beim Hertragen. Ja. Ich glaube, das liegt daran. Ich sag Wieselburger. Es ist nicht sehr rülpsbar, muss ich sagen, aber
Ich war mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Schluck schon sehr sicher. Und ich sage nämlich auch, ich glaube, es ist ein Wieselburger. Na. Aber er lacht nicht. Es ist schwer zu lesen aus diesen dummen Augen, aus diesen Kuhaugen. Monsieur Spielberger. Na, was ist, wer löst denn eigentlich auf? Naja, wir, indem wir aufmachen. Also ich, ich bin nicht so frech. Eine Wieselburger, oder wie? Na, jetzt hat das mit Gaffer so gut zupickt. Moment, ein Tipp. Was? Na. Josef, ja. Der Mike sagt 0, Josef. Der Mike ist Ich glaube, ziemlich, das wird die der größte Mike ist Frechheit ziemlich nah dran, weil ich habe schon reingeschaut. Nein, Und ist wirklich ich erkenne, Okay. Was ist denn das für ein Schatz? dazu möchte ich sagen, es gibt ein Lied, das wir noch nicht fertig geschrieben haben, das heißt Hey Prinzessin. Da geht es um diesen wunderschönen Stoff. Das geschlagen, dass es uns gegeben. Aber na wirklich, ich muss sagen, es hat gar nicht so schlecht geschmeckt. Also da habe ich schon Schlimmeres getrunken. Nein, ich will mir jetzt einfach angewöhnen, In Otterkring. Bier nur mehr blind zu trinken. Weil da ist wenn du das nicht siehst, ist das scheißegal, was du sagst. Ja. Das ist wirklich ein Gambrinos. Scheiß mich an. Ist das nicht eigentlich ein Lifehack? Also bitte, Lifehack, du das Bier zupicken, bevor es trinkt, das Ja, schmeckt wenn man viel so wieder besser. aufgeregt wird, ne? Und die Frau soll euch sagen, es ist exportiert. Ja? Okay, das ist jetzt wirklich für ein bisschen... Ja, also, Ja. Gambrinos ist der Gewinner. Also ich würde sagen, wir Aber- sind fertig, ich trinke das jetzt noch aus. Ich wollte nur sagen, ich habe wirklich das Gefühl, dass unsere Regie es wirklich jede Woche schafft, uns ein noch billigeres Bier zu besorgen. Also ich gehe davon aus, beim nächsten Mal werden zaubern mit uns eine Brunzen. Es ist Budgetfrage, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Also, Weißt ich du, würd was sagen, so viel kostet? Die Produktion von unserer neuen Serie, die du jetzt ankündigst. welch eine Überleitung. Eine Überleitung! Also, es lohnt dafür Bigger als das Gaff am Schädel. Man halt nicht. Ja, also wir trinken weiter Bier. Wir hoffen, ihr tut das auch, weil natürlich wir sagen Ja zu österreichischem Bier. Die österreichische Wirtschaft braucht es. Gerste, Hopfen, Malz, nichts ist so leicht zum Herstellen. Und was passiert, wenn man zu viel von diesem leckeren Gerstensaft konsumiert, das zeigen wir euch jetzt in unserer neuen Rubrik Dancing Queen. Viel Spaß damit. Bitteschön. Grüß euch, liebe Rotzpiepen-Fans, hier zu Lombardi Presents Dancing Queen. In diesem 9-stündigen Programm präsentiere ich euch alle Dance Moves, die ihr braucht, um in der Disco super erfolgreich zu sein. Ne? Ich habe auch ein paar Freunde mitgenommen, ja, also Freund kann man nicht sagen, aber wisst ihr, und die werden euch dann das alles vorzeigen, damit auch ihr wisst, dass auch ihr das kennt und nicht nur Dancing Queen Lombardi das kann, ja, das Ganze. Wir fangen diesmal an mit dem Grundschritt und der Eröffnung für eine Tanzbewegung der sogenannten Pumpe. Und der Move geht so. Für den Grundschritt die Beine schön parallel lassen, mit der Hüfte hin und her wippen, immer schön zum Takt. Schafft ja jeder, man kann ein bisschen die Arme dazu. Ja? So fällt man nicht auf, wenn man einfach nur dasteht. Und nun kommt die Pumpe, die sogenannte Eröffnung einer Tanzsequenz. Wir signalisieren allen anderen Leuten, jetzt geht's ab, jetzt werden wir uns bewegen. Für die Pumpe bewegen wir den rechten Arm hier in einem 90-Grad-Winkel, strecken ihn aus und fahren fest hinein, so als würdest du dir den Ellbogen selbst in die Rippen rammen. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Einfach damit alle wissen, jetzt geht's los. Was ich damit meine, jetzt geht's los, ist, man braucht dann Platz, viel Platz. Zum Beispiel und aus diesem Grund ist die Pumpe zu signalisieren wichtig für alle hier auf der Tanzfläche. Und nun schauen wir uns an, wie das bei euch so aussieht. Dann gehen wir so, Burschen. Ne? Grundschritt schön aus der Hüfte. 5, 6, 4, 12. 5, 6, 4, 12. Bisschen lockerer werden. Da so 5, 6, 7, 12. 5, 6, 7, 12. Ja, das schaut gut aus. Das schauen wir gar nicht mehr an. Ja, deswegen, okay. Und nun, wie wir gezeigt haben, die Pumpe. Schön. Rechter Winkel, wie ich das gesagt habe. Ja? Und rein. Rechte Hand. Also, ach Gott. Also, ja, sehr gut. Sehr gut. Na, ich glaube, das können wir probieren. Musi! Schaut, dass das kennt. 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4. Also, nicht so, also eher mal die Pumpe, ja.
Ja, was ist dort? Da, der schafft auch keinen Winkel, was ist da los? Das ist ja Pumpen, Pump. Kommt, Leute, das kann ja nicht so schwer sein, das ist... Aus, Musik aus, bitte! Ja, Arschkreaturen, es steiperten. So, liebe Freunde, wir haben heute diesmal gelernt, wie man den Grundschritt macht und wie man mit seiner Pumpe signalisiert, dass man eine Tanzsequenz beginnt. Schalten Sie auch nächste Folge wieder ein. Ich kann Ihnen sagen, es wird spannend, weil dann lernen wir die ersten echten Bewegungen, um euch auch, so wie mich, zur Dancing Queen zu machen auf jedem Tanzfloor dieser Welt. Viert euch! Ja, das war Dancing Queen und falls es euch gefallen hat oder auch was euch nicht gefallen hat, uns ist es wurscht, weil wir haben glaube ich nur 37 Folgen davon gedreht. Aber Lumpi, zeig mal kurz einen Move, wo wir schon sagen. Was? Ja. Pumpe, Forelle, Gangschaltung. Nicht verraten, das kommt erst alles. Das kommt erst alles. Bleibt dabei, es wird immer besser. Ja? Und am Voller Ende, Sommer für die Moves. und am Ende seid ihr dann voll die Tanzraketen eigentlich. Ja. Ja, massiv. Also, da geht es ja um wie ein Zapfer auf ihn. Außerdem war das gar nicht, das war der weiße Stranger. Ja? Der hat sich ja verwandelt an der Pause. Stimmt, ja. Ich bin ja da inkognito, der White Stranger. Was ist dein Koch nicht da, oder was? Also ich kann nur betonen und das Publikum richten, solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder uns auch irgendeinen Preis sagen wollen, schreibt es in den Chat hinein, wir werden versuchen, das alles zu beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir können da mitlesen da unten. Ja, so das wurde mörderisch auferschließen müssen, haben wir Brillos und ja, stimmt wir mal, ne? Das ist die Nummer, mit der wir 2011 beim Protestsong-Contest den 3. Preis gewonnen haben, wie du immer sagst. Und das hat sich der Janko gewünscht. Der Janko, weißt du, von Österreich Gewinner 2013, glaube ich. Der zeigt das so Nivea aus. Absolut, also Ausdauer, Hauptniveau. Qualität von der Schwarzen Maria.
mich niemand mitzieht. Nein! Also für die etwas jüngeren Zuschauer, die mit der schwarzen Marie ist natürlich gemeint, die ehemalige Frau. Ich habe gehört, die Lebensgeschichte soll jetzt verfilmt werden von ihr. Und die Hauptrolle spielt, also die Schottermizi wird gespielt von Christiane Hörbiger. Ja, also sie wird auch bezahlt in Schotter. Jede Menge Schotter kriegt sie dafür. Schauspieler, die politisch opportun sind, um sich finanziell gut hinzustellen, sind ja nichts Neues. Ne? Das war ein Volksschauspieler. Vor allem die Familie, also eigentlich ist ja meine Mama spielt ja eigentlich die Hörbiger, die das spielt. Ne? Hörbiger ist eigentlich wie Paul McCartney, Ja, ist gestorben und deine Mama ist nur das Double. Conny Gumbel-Umfall spielt eigentlich Christiane Hörbiger. Seit 80 Jahren schon und sie macht es eigentlich ganz gut. Bei Freunden Qualität runtergenommen. Ja, ja. Spiel mal ein Lied. Das war schon eins, ja. Ein gewisser Karl Karlsson, wenn man das sein mag, hat sich eine Nummer gewünscht und es ist ganz speziell auch, diese Nummer wurde beim letzten Konzert in Nickelsdorf auch vehement von zwei Leuten im Publikum dort gefordert. Leider stand sie nicht auf der Setlist. Also, solltet ihr beide jetzt zuschauen, jetzt kommt der Rotritt-Boiler und da darfst du nicht scheißen. Also, viel Spaß damit. Ne? Skiwasch ist auch schön, ne? Ich trinke immer noch das Cappuccino, also das passt schon. Ja. Alles klar, ja, das war der Rotritt-Boiler. Und warte, wer möchte ankündigen, machst du jetzt? Jetzt kommt was. Ja,
Wir haben uns keine Kosten, Mühen und sonstigen Scheißdreck, Entschuldigung, so redet man nicht, erspart und eben diese beiden tollen neuen Serien aus den Rippen gepusht da hinten. Ja, neben den Tanzaktivitäten gibt es auch jetzt Fitness. Für die Fitnessfreundinnen und Freunde gibt es eine Sendung, die heißt Fit mit Fets. Schauen Sie sich Ihnen das an, Sie werden begeistert sein. Episode 2, bitteschön. Grüß euch Gott Fitnessfans, ich bin's wieder, euer Fetzenschädel. Willkommen bei Fit mit Fetz. Letzte Woche haben wir schon das richtige Aufwärmen gelernt. Und diese Woche geht's ab aufs Laufband hinter mir. Wichtig, was haben wir gelernt letztes Mal? TTM. Trainer, Trinken und Motivation. Und ich bin so motiviert, dass ich am liebsten anfangen würde, aber leider Gottes hat mich gestern draußen der Bus zusammengeführt. Ich kann heute leider nicht vortrainieren, aber das macht gar nichts, weil ich habe einen guten Ersatz für euch. Meinen Schüler Zacharias, komm mal her, du alter Schirl. Bist du motiviert? Muss ja, ne? Ja, dann gehen wir's an. Ja, wir sind jetzt so beim Gerät, im sogenannten Laufband. Und ich werde euch und dem Zacharias jetzt erklären, wie das Laufband funktioniert. Ganz wichtig gleich am Anfang, er hat einen klassischen Fehler gemacht, nämlich er hat sich ein Wasser hergestellt. Das können wir vergessen, wir brauchen isotonische Getränke. Also Zacharias, bitte, du darfst dich hier bedienen. Ja, da vorne haben wir noch das Bedienungsdisplay. Ganz wichtig, da kann man während dem Laufen Angry Birds spielen, mit der alten Skypen und nebenbei noch eine Steuererklärung machen. Ansonsten kann das Kastel nichts außer die Zahlen schreiben. Ja, ich würde sagen, Zacharias, wie schaut's aus? Ich bin motiviert. Ja, dann gehen wir's an. So, dann weiter geht's. Zacharias, wir lernen jetzt das richtige Aufsteigen da. Also, rechter Fuß auf, anhalten, anhalten. Ja, und geht's wieder. So, steig mit beiden Füßen auf, geh wie es der Kinder. So, da hätte ich da mit der Brotzen her. So, und jetzt anhalten, geradeaus gehen, geradeaus gehen. Alter, mach mich nicht schwach. So, und jetzt, liebe Kinder, du der Bier weg, ist sicher das Publikum nicht. So, und jetzt, liebe Kinder, werden wir dem Zacharias ein bisschen einmal den Speed erhöhen. Ich gehe da jetzt auf, ich sage einmal 8 km/h. Ja, also ihr seht, er macht den perfekten Ausfallschritt, ganz super. Wie gesagt, ich würde es ja selber machen, aber der Bus hat mich schwarz erwischt, es geht nicht. Ja, wir sind mittlerweile bei 27 km/h, er rennt wie ein Wagelhund. Und ja, falls ihr noch welche Fragen habt, schreibt es mir an. fitmitfetz@ichaudenieder.at und nächste Woche zeige ich euch ein neues Fitnessgerät. Bis dahin, pfiat euch und du redest ein bisschen. So, liebe Fitnessfans, ich finde, der Zacharias hat sich gar nicht so deppert auch schon im Laufbandel. Er ist jetzt ziemlich mir und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Fit mit Fetz, dann abonniert den YouTube-Kanal von Ronspiepen und schaut euch die Videos an, klickt wieder drauf, kommentiert, gebt uns ein Like. Und nächste Woche zeige ich euch ein neues Fitnessgerät. Bis dahin, pfiat euch! Alter, was ist mit dir? Was kommt jetzt? Veranstaltungstipps. Ah,
Grüß euch. Wir sind wieder live auf unserer Couch im Studio. Bertha! Das ist B? Das ist B. Wir sind im Studio B. Veranstaltungstipps. Wenn euch fahrt ist und nicht wisst, was ihr tun könnt oder selbst nicht wisst, was ihr tun wollt, zum Beispiel bin ich unter anderem mit vielen anderen Menschen, die drei nicht, die wollten nicht, am 14.09. in der Stadthalle beim Abschiedskonzert, beim allerletzten Konzert der EAV, der Helden meiner Kindheit, über die Pubertät bis ins hohe Alter von heute. In welches hohe Alter? Deins oder ihres? Deins, okay. Und ich habe gerade erfahren, dass sich der Klaus Eberhardinger scheinbar die Rippen gebrochen hat vor kurzem bei einem Konzert. Das wusste ich gar nicht. Der Burg Klamm, ja. Da wünschen wir ihm mal gute Besserung. Er hört das sicher. Ja, der schaut dazu. Und na, hoffen wir, dass er bis dahin fit wird. Wenn irgendwer von euch dann Mit auch Fetz dort vielleicht. ist, schreibt es vielleicht, dann treffen wir uns, trinken wir ein Bier, weil sonst habe ich eh keinen, der mit mir dorthin gehen will. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das wird schon ziemlich leibend dort. Ja, also wahrscheinlich ist es an dir. Ja, vielleicht liegt es an mir. Achso, deswegen wollte ich es nicht. Ja, also ich wäre schon gern hingegangen, aber wenn noch so ein Schlagzeuger aufkommen ist, dann ist für mich kein Hinkommen. Also tut mir leid. Nichts Persönliches. Ja. Siehst du schon so oft. Hast du einen Termin? Ich bin schon gut. Ich habe einen Termin und zwar, wo ich wahrscheinlich auch alleine hingehe. Wir gehen immer alleine hin, die anderen wollen mir nicht sehen. Ne? Wir werden, also ich werde am 7. nach Eggenburg fahren. Am 7. des folgenden Monats, also September. Der Monat heißt September, der jetzt kommt nach August. Und der hat den 7. Tag. An diesem 7. Tag, und ich glaube am 8. auch noch, es ist das Wochenende, da gibt es ein Mittelalterfest in Eggenburg. Und ich habe mir gedacht, ich schaue dorthin, weil ich habe dort viele Jahre meiner Kindheit verbracht und habe mir Sehenswürdigkeiten dort angeschaut, wie das Kracholitz-Museum, das Schwimmbad. Ich verkleide mich als Zackmeck-Umpfel. Man sagt nicht verkleiden, man sagt Gewanden, oder? Gewand, ja, genau. Ich verkleide mich nicht, ich gewande mich. Ich überlege mir noch was. Wahrscheinlich werde ich Zackmeck-Umpfel sein, ein schottischer Dorftrunkenbold, der in Eggenburg den Stadtbrunnen vom Streicher anspeibt oder schändet. Eins von beiden. Ja, was gibt es noch so, wo man tun kann? Naja, ich habe mich dann am Samstag in aller Gemütlichkeit am Gürtel in Wien, weil da ist der Wiener Nightwalk, der Gürtel Nightwalk, nein, nicht so am Gürtel. Ja, da geht so wie sonst immer. Weil das Schöne ist am Nightwalk, im Gegensatz zum Night Run, wo ich auch schon sehr tapfer und sportlich mitgemacht habe, das ist ein bisschen langsamer. Ja? Und man bleibt halt stehen bei den einen oder anderen Beisel. Das heißt, wenn es einen komischen Sechts irgendwo am Gürtel so stolpern, speiben oder allgemein ungut auffallen, das bin wahrscheinlich ich. Also kommt her, sagt Hallo, fordert das Autogramm, ich verlange nicht viel, vielleicht einen Schluck vom Bier. Genau, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, wir spielen nicht am Gürtel Nightwalk. Wir wurden ja schon mal gefragt, am Gürtel Nightwalk live zu spielen, was wir grundsätzlich gern machen würden. Aber die Herangehensweise der Lokale dort ist so, wir zahlen euch nichts, seid froh, dass ihr überhaupt spielen dürft. Und da haben wir dann höflich und danke Nein gesagt. Weil die cashen da wie blöd ab, aber wollen den Bands nicht einmal einen Cent geben. Und dann haben wir gesagt, na, wisst ihr was? Fickt euch. Dann saufen wir es lieber so endlich einmal Leute am Gürtel sind. Ja. Sollte es aber dennoch jemanden geben am Gürtel Nightwalk, der das veranstaltet und für nächstes Jahr eine Band sucht, die für... Und kein Arschloch ist. Und vielleicht nur ein bisschen was zahlt da. Dann schreibt es uns an. Booking also wir sind ein bisschen wie die Hörbiger, wer zahlt, schafft auch. So ist es, ja. Und wir spielen für jedes Arschloch. Für dich und für dich. Der Oliver meint, er geht morgen fix aufs Klo, auch allein in der Location. Ja, wir haben auch schon auf Toiletten gespielt, also gespült eigentlich. Der Sound tut ist eher nicht so toll. Aber Oliver, viel Spaß und alles Gute dort. Nimm das Handy mit, damit du uns weiter... Also morgen gehst du schaffst. Du weißt heute schon, dass du morgen aufs Häusl gehst. Gratuliere zu einer geregelten Peristaltik. Ist sehr viel wert. Ich glaube, das weiß ich auch. Oliver, top. Und der Felix schreibt uns gerade, Eagle vs. Shark in der Arena am Freitag. Auch eine Möglichkeit. Schwer verlockend, muss man sagen. Ich habe immer geglaubt, der Eagle rennt gegen einen Hasen oder ist ein Hedgehog oder so. Wurscht. Sonic. Es geht vielleicht was spitzer, ist die Zähne oder die Stacheln?
Das ist... Das hat einen Sinn! Im Zweifelsfall habe ich mehr Angst vor dem Igel. Wir sind die Einzigen, die so sinnlos Also ich bin, Jetzt kommt drauf an, wenn ich im Wasser bin, weniger. genau, ich glaube, es kommt auf die Location an. In der Arena ist wenig Wasser, ich glaube, da fürchte ich lieber vom Igel als vom Shark. Im Labergbad wäre es vielleicht andersrum, da hätte ich vielleicht eher Angst vom... Im Labergbad fürchte ich mich eher vom Fußpilz. Das ist vom Shark. Ja, ist gefährlicher. Ich habe noch einen Termin gesagt. Ich werde am kommenden Dienstag, am 3. September, ähnlich dem Dieter, die Helden meiner Kindheit und vor allem Jugend mir anschauen, nämlich das österreichische Damen-Nationalteam im Fußball. Vielleicht außergewöhnlich ist es, aber die fordert sehr oft hin. Und ja, vielleicht sieht man den ein oder anderen. Am 3.9. um 18 Uhr, glaube ich, ist Anpfiff gegen Nordmazedonien. Ich glaube, da haben wir mehr Chancen als gegen Südmazedonien. Auf jeden Fall in der BSFZ Arena, sprich in der Südstadt. Das ist da, wo die Admira daheim ist. Und ja, bin begeisterter Fan von diesen Damen und ja, schaut vielleicht da hin. Und im Zuge dessen vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wir haben uns noch was überlegt, nämlich und zwar nächste Woche am Freitag, falls jetzt das Datum war, 6.9. Ja, spielt ja auch das Herren-Nationalteam gegen... Was, Männer spielen auch Fußball? Ich weiß gar nicht, wie spielen sie eigentlich? Nordmazedonien, glaube ich. Irgend sowas. Echt, die spielen immer parallel dieselben Spiele, oder was? Österreich gegen am Jausengegner, weil wir haben nur Jausengegner. Auf jeden Fall werden... Ich habe immer geglaubt, wir sind der Jausengegner. Auf jeden Fall werden der Fridjof, der Lumpi und ich uns dieses Spiel anschauen und wenn wir das aus rechtlichen Gründen irgendwie hinbringen, werden wir live einstellen. Da kriegst du ein Fußballmatch mit? Scheiß mich an, Baller. Ja, wobei, ich glaube, rechtlich ist es relativ klar, dass das illegal ist und eigentlich nicht gemacht werden dürfte. Wir werden es wahrscheinlich trotzdem machen. Wahrscheinlich ist ja technisch die Herausforderung, kriegen wir das hin, einen ORF-Livestream zu fladern auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wir stellen einfach am Fernsehen. Wenn die Episode 3 von der Roadshow dann aus Stein gesendet wird, wisst ihr, das hat nicht funktioniert. Ja. Heutzutage ist das ja gleich so ein Mord. Also sollte Ihnen Oliver Bolzer auf dem ersten Tonkanal des ORF zu geschissen sein und der zweite Tonkanal mit der akustischen Bildbeschreibung auch nicht so gefallen, schalten Sie auf unseren Tonkanal. Wir werden das Match fachkundig mitkommentieren, speziell wenn der Herr Unfall dabei ist es gesichert, dass es nur fachkundig wird. Ich gelte im Bereich des Rasenballsports als Koryphäe. Ja, also mir kann keiner was. Muss man so sagen. Ja, also ich weiß, dass ein runder Ball auf einer Wiese getreten wird und das macht mir so schnell keiner nach. Ja. Was ich noch spannend finde, scheinbar sind die Zuseher besser informiert als wir. Ernst was Veranstaltungen Nino betrifft, aus Wien spielen. Wo ist in Berg am Samstag? Keiner in Berg am Samstag. Naja, in Berg, da wo die Fanta 4 schon gespielt haben. In Berg mit der Ernst Molden. Also grundsätzlich Ernst Molden finde ich großartig. Nino aus Wien kann ich gut damit leben. Ich weiß nicht, wo Berg ist und ich weiß nicht, ob ich am Samstag Zeit habe. Hat das nicht Berg mit ich bin in Eggenburg, tut mir leid, Ernst. Eggenberg. Und Ramelow vom 7. in Mürzzuschlag, obwohl Mürzzuschlag, da habe ich Angst, da wird zugeschlagen. Also, aber mit dem Mütz. Zumindest der Zug hin, oder? Das ist doch immer der Macht. Zumindest ein gutes Lied habt ihr heute gehört. Hey, Moment. Die Hymne am Anfang, die war auch gut. Stimmt. Muss man da lesen, was da geht. Jetzt ein kleines Schmankerl. Bringe den Spritzwein. Ich würde gerne ein kleines Schmankerl präsentieren. Und zwar, wir haben vor nicht so langer Zeit in Hollerbrunn aufgegeigt, im Bierbeisel. Kamerakind Karl und Tonverwurster Sigi haben sich die Arbeit gemacht und das Ganze ein bisschen mitgeschnitten. Und wir haben... Und wir haben uns einfach gedacht, wir lassen halt da mal was anschauen. Also haben wir genommen ein Lied von unserem neuen Album. Also viel Spaß mit Schaas in der Rehren live in Hollerbrunn. Viel Spaß damit, bitteschön. Also, die nächste Nummer heißt Schaas in der Rehren. Viel Spaß damit. In der U-Bahn hab ich so ein Gefühl, dass in meinem Bauchel was rumort. Erstes ist mir peinlich in so einem Gewühl, der Flatulenz ist ein völlig falscher Ort. Ich fick die Arschbacken zusammen, doch was aussehen muss raus, doch das hat leider nicht gesehen.
sie nicht viel länger stören. Besuch bei Schwiegereltern ist die Natur ein Eindruck, der muss heute sein. Für den Rahmen des Hauses ein Blumenbouquet und für den Herrn ein gutes Flaschen Wein. Nur noch Essen krieg ich wieder den Verdacht, dass ein Baucherl randaliert. Der aus der Tür so ist grad, das werden die einfach ganz unbeirrt. Meine Damen und Herren, aber schau sie dann her, wollen sie wehrmannlos im Flair. Sie werden hin und her, da braucht sich keiner beschweren. Zu Ostern und zum Muttertag werd ich sie gern wieder beehren. Von Zeit zu Zeit ein kleines Lüfter. Versehen mit einem Herbendüfter. Wer täglich kurz der Brocken Arzt hat so ein Schaubruch, das Herz angesund, yeah! Meine Damen und Herren, wir haben eine Chance in der Rehe. Wollen Sie am Herrn, dann los man fliehen. Sie werden riechen und her, voll riesig bis zum Bruder stehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir müssen nicht viel länger stören. Dankeschön. Das war fast schön, gell? Man könnte sagen, das Lied ist eine Chance. Sozusagen. Ja, und herzlich willkommen jetzt zu den Nerd News nach dieser ewig langen Plattenkritik, wo ich jetzt nicht weiß, ob ihr überhaupt was gehört habt oder nicht, weil YouTube irgendwie was eingefetzt hat mit Copyright und drauf geschissen, aber ist egal. Ja. Ja, die sind da furchtbar streng, wenn man Videos von anderen Leuten zeigt. Wobei wir sie ja quasi nur verwendet haben für kreative Input-Zwecke Ja, und eigentlich darf man das laut YouTube, aber... Und es war eigentlich auch eine Kritik, aber lassen wir das, ja. Weil ich könnte stundenlang drauf eingehen, weil das ist halt auch Nerd-Material, was wir da hätten theoretisch. Aber wir haben viel was Geileres, ja. Weil ich als Rollenspiel-Fan, als Action-RPG-Fanatiker. Bist du tatsächlich? Bin So natürlich was aber auch. irrsinnig gehypt, wenn natürlich eine neue Netflix-Serie rauskommt. Ja. was du Und nicht zwar sagst. Von The Witcher. The Witcher. The Witcher. Genau, sozusagen die Verschmelzung aus Video- und Computerspiel. Perfekt für diese Sendung. Richtig, ja. Es ist alles aus der Feder von polnischen Schriftstellern. Gibt es 5 oder 6 Buchbände, die quasi die Grundlage waren fürs Videospiel, wo es 3 Teile gibt mittlerweile. Moment, wenn ich dich da unterbrechen darf. Yes. Ich habe mich auch schlau gemacht. Ich bin ja grundsätzlich prädestiniert, um hier jetzt irgendwie gescheit drüber zu reden. Ich habe weder die Bücher gelesen noch das Spiel gespielt. Yes. Aber ich habe mich vorbereitet. Yes. Und zwar ist es nämlich so, es gibt die Bücher und es gibt die Spiele. Und die Spiele sind eigentlich die Fortsetzung der Bücher. Genau. Aber sie sind nicht offizieller Kanon, weil weder vom Autor scheinbar irgendwie freigegeben, noch hat der Autor da mitgearbeitet. Genau. So gesehen, naja, weiß man es nicht genau. Genau. Und von den Szenen her, die man bis dato kennt, ja, von der Netflix-Serie, weiß noch niemand so richtig, wo das jetzt genau spielt, ja, das Ganze. Angeblich basiert es auf den Büchern. Ja, es soll auf den Büchern basieren, aber dadurch, dass ich die selber nur sporadisch überflogen habe, ist das halt so eine Sache. Ja, ich spiele das halt mehr. Außerdem
ehrlich gesagt, der Witcher spielt man nur, weil man Karten sammeln kann, wenn man halt in jeder Region die Ladies, ja, egal, ja. Und dann sammelt man die Ladies. In dem Video gibt's immer viel, in dem Spiel gibt es viel Schweinekram immer, oder? Nein, das ist kein Schweinekram, das ist einfach nur purer, hemmungsloser Sex. Also das hat nichts mit Schweinekram zu tun. Das ist schon toll, vielleicht sollte ich das doch spielen. Ja, solltest du, ja. Das klingt schon gut. Vor allem kriegst du dann Sammelkarten. Ne? Zuerst haben sie Gewand an und wenn du es gut machst, haben sie kein Gewand mehr an. Das ist wirklich? gut, ja? Yes. Okay, das motiviert dann zum Sammeln, ja? Verstehe. Also ja, zum Spielen und überhaupt und außerdem, ja. Gut, ich würde sagen, schauen wir mal rein in diesen spannenden Trailer und lassen wir uns überraschen. Jo. So, los geht's. Da ist er schon, der Witcher, oder? Geschichten über die Hexer. Oder war das Superman? Ich bin mir nicht Naja, es ist Superman, noch hat er lange weiße Haare. Ja? Also anscheinend spielt Superman in Geralt von Riva. Ja? Zu viel Kryptonit gesnifft vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ich tue mir halt schwer, weil es schaut schon schön aus. Ja, aber es wird eine Netflix-Serie und die Leute werden es wahrscheinlich extrem vergleichen mit Game of Thrones oder Vikings oder irgendwas. Und es ist halt die Frage, ob die dort irgendwie rankommen. Ne? Vor allem, ich glaube, bei so einer Serie, wahrscheinlich können sie nur auf die Schnauze fallen. Sie werden die Leute von den Büchern enttäuschen, die Videospielleute prinzipiell, ja, weil das Videospiel Communities sind prinzipiell keine guten Menschen. Ich kenne mich aus, weil ich bin ja mit drin. Na, aber wenn man sich ansieht, sie buttern schon viel Geld rein. Also das schaut schon nach wirklich... Production Value ist das sehr nach hohem Production Value aus, ja. Nein, ich glaube auch, Netflix hat sich gedacht, jetzt gibt es eben Game of Thrones, das ist so irre erfolgreich und toll. Dann gibt es diese Bücher, die so viele Leute gelesen haben. Dann gibt es das Spiel, das was so viele Leute gespielt haben. Was machen wir da? Dann kaufen wir uns die Rechte und machen auch Videos draus. Ja, und zusätzlich muss man natürlich auch noch sagen, Amazon Prime startet jetzt bald mit dieser Lord of the Rings Serie. Da gibt es ja natürlich auch wieder schwere Konkurrenz. Es gibt ja auch extrem sehr viele unerzählte Geschichten aus dem Tolkien-Universum. Ja. Genau, es da gibt, ja. Also, ich bin gespannt, ob es da dann auch so viel Lacketei und Orgien und ähnliches gibt. Na, Sex soll ein großer Bestandteil sein der Serie, was mir jetzt schon mal nicht so schlecht gefällt allgemein. Ja. Aber es soll halt mit Stil passieren, so wie es halt im Witcher-Videospiel war. Ja. Witcher. Also ich bin Geralt von Riva, ich bin der Kuss von Jod. Zu viele Tränke getrunken, das kann schon sein. Ja. War das eine Riesenspinne? Ja, aber eher wie er reingeschaut hat, ja, mit der Sache. Also ich muss ehrlich sagen, mal schauen. Ich bin wie immer skeptisch bei Trailern, weil das meistens nur Hype verursacht und man fragt sich dann halt schon. Ja, also ich muss sagen, es schaut nicht schlecht aus. Ich muss auch gestehen, Game of Thrones habe ich auch nicht gesehen. Ich bin eigentlich völlig disqualifiziert, um irgendwie noch was zu sagen. Ach, das war jetzt gerade ein Sakrileg, müsste ich da jetzt köpfen. Ja? Auf der anderen Seite, ich habe es auch nie gesehen. Wir sind schon zwei tolle Nerds. Nein, das ist was ich ausgelassen habe. Ja? Aber ich habe mal angefangen und dann wieder aufgehört und dann irgendwie hat es nirgends gegeben und dann hätte ich irgendwo zahlen müssen dafür und wir zahlen heutzutage noch für irgendwas. Ich warte bis auf Netflix. Auf Netflix wird es jetzt wahrscheinlich niemals kommen, weil jetzt natürlich alle wollen, dass wir uns das anschauen. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Es ist auf jeden Fall weit schöner als wie den Trailer, den ich letztens gesehen habe, nämlich den zum neuen Star Wars Teil. Ja. Hast du ihn doch angesehen? Ich habe ihn dann angesehen. Er hat nämlich letztens gesagt, er schaut ihn sich nicht an, er will nicht gespoilert werden. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht erzeugt er wieder Hype und dann bin ich wieder enttäuscht. Aber nach dem Trailer kann ich sagen, ich habe null Hype und keine Hoffnung für diesen Film whatsoever. Nicht einmal die dunkle Seite Ray mit dem Doppelstab Lightsaber. Ja, super, mein Föhn klappt auch so auf zu Hause. Ja. Ich meine, so. Echt? Ja, man kann doch Leute in die Hälfte schneiden? Wahrscheinlich nicht. Ja, und schon, ich meine, das ist halt was, wo man sich denkt, also unpraktisch hoch 10 ist schon. Ja, also, sie hat ja schon immer auf Jakku, hat sie schon immer mit dem Stab gekämpft. Kann sie das wahrscheinlich besser. Nein, okay, mit einem Lightstaff darf sie schon kämpfen, aber dass er so aufklappt, finde ich extrem blöd. Ich glaube, sie kann ihn als Gabel auch verwenden, wenn das so zusammen ist wahrscheinlich. Das stimmt schon, ja. Vielleicht deswegen. Naja, na gut. Punkto Disney und Star Wars wollte ich auch noch kurz erzählen. Was ich schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr leiwand finde, ist, dass für Disney Plus, dieser Streaming-Kanal, der ab November gekommen ist, jetzt die Kenobi-TV-Show bestätigt worden. Yes. Ewan McGregor kommt als Obi-Wan Kenobi retour und sie machen eine TV-Show. Das klingt ja schon sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Ja. Dann habe ich mir den Mandalorian-Trailer angesehen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Der war schon sehr fett und sehr geil, also das hat mir schon sehr gut gefallen, da freue ich mich schon drauf. Es scheint so, als würden sie alle guten Ideen nur in die Side-Stories buttern und quasi die Hauptsaga sich denken, okay, das ist die Cash-Cow und schauen wir mal, wie weit wir es treiben können. Das war schon beim letzten Film so mit
Die Leute gehen sowieso ins Kino, egal auch wenn wir nur eine rosa Leinwand zeigen mit gelbe Punkten. Ja? Also ich glaube, das ist Disney-Taktik für die Hauptstories. Und diese Spin-offs, weil Rogue One war ja auch fantastisch, wenn du mich fragst. Ja? Solo war mittelmäßig. Ja, aber da war halt auch, ich sage ehrlich, das Kernmaterial einfach nicht genug, dass man einen ordentlichen Film daraus machen kann. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und vor allem war auch einfach wieder die Produktion chaotisch oder mit Regisseurwechsel, 17 Mal Drehbuch umschreiben am Set und etc. Natürlich, ja, da das kann macht nichts sich Gutes besser. rauskommen. Als einzige für einen neuen Star Wars Film, dass Lando Calrissian wiederkommt. Ja, na gut, das ist der letzte, den sie jetzt noch ausgraben, den es noch gibt. Alle anderen haben sie schon das vielleicht rausreißen könnte, aber so wie sie bis dato mit allen älteren Schauspielern umgegangen sind von der vorherigen Saga, weiß ich nicht, was sie mit ihm machen. Ja. Und na gut, die Prinzessin Leia kommt ja schon noch mal vor, da verwursten sie irgendwie altes Material, das irgendwie ein bisschen zusammenschneiden und umschneiden. Und so. Sie sagen immer, forget the past, und der neue Trailer ist einmal die Hälfte davon nur Ausschnitte aus den vorherigen Filmen vor 1 bis 6 und es ist halt fantastisch. Ja, sehr gut. Gut. Ansonsten, was ich auch noch spannend finde, was ich heute gelesen habe, sind die Infos zu diesem Disney Plus Streaming-Kanal. Keiner mag die Maus, ich auch nicht. Das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen ein Heiselverein, aber sie machen halt schon coole Sachen. Und sie streamen in 4K, Dolby Surround. Und wenn du dich auf 3 Jahre bindest, zahlst du $4 im Monat. Ja, das geht ist schon ja? ein verlockendes Angebot, muss man sagen. Ja, aber es bleibt die Maus, wie du sagst. Es bleibt die Maus, ja. Da schütte ich lieber Netflix oder Amazon wirkliches Geld in den Rachen, bevor ich so weit gehe, dass ich zur Maus gehe. Stimmt. Und Pirate Bay gibt es ja auch noch. Wie jeder weiß, ja. Gut, ich glaube, wir haben lang genug gequatscht. Yes. Wie geht's weiter? Wir schauen uns jetzt ein paar Outtakes an, ja, weil wir wissen natürlich, dass so eine super Sendung wie Fit mit Fets nicht ohne irgendwelche Unfälle oder Komplikationen über die Bühne gehen kann. Und deswegen hier ein paar klitzekleine Outtakes von Fit mit Fets. Trainieren. Okay, das sollte man noch machen. Und nicht vergessen, Schmerzen. Scheiße. Ja, nein, ich wollte nicht damit reden, dass du umfällst. Alter. Bitte sag, du hast das jetzt so gefilmt. Hey ho, Captain Fetz. Okay. Nein, leider. Aber ich will mich immer daran erinnern. Habe ich gestern beim Krachel trinken mit den Finger einzwickt und am Tischbangel. Tischbangel, ich bin deppert. Nein. Bei einer gescheiten Lüge muss was Unlogisches dabei. Das passt schon. Heute zeige ich euch einmal, wie man richtig trainiert auf der Multi-Power-Funktion. Multi-Power-Funktion. Nein, okay, ich fange nochmal an. Stessen. Gut. Da ein Wasser hergestellt. Warum piepst du das jetzt? Weil du die anlernst? Ja, was weiß ich. Aber es hat jetzt mehr kmh. Ja. Also es steigert noch einmal. Ich glaube, ich bin da angekommen mit dem Bauch. Gern würde ich jetzt diese tolle Übung vormachen, aber leider wie die... Scheiße. Alter, vorne hat der Zacharie die super gemacht. Entschuldigung, nein, ich fange nochmal an. Samstag. 21:30 Uhr, Zeit für den Chillflash. Grüß Gott. Die aktuellen Nachrichten, Politik. Wie jetzt erst bekannt wurde, hat es beim G7-Gipfel in in Frankreich diplomatische Differenzen gegeben. Für den größten Aufreger hat wieder mal der Trump Donald gesagt, nämlich bei der Zimmerverteilung, weil niemand wollte mit dem in einem Stockbett schlafen. Das war nämlich in so einer Jugendherberge. Sie haben dann kurzerhand seine Frau einfliegen lassen, damit sie ihm eine gute Nachtgeschichte erzählt, sonst kann er nicht twittern zum Einschlafen. Zu einem weiteren Eklat ist es dann gekommen, bei der Wahl des gemeinsamen Kinderfernsehprogramms und beim lustigen Saunaabend, wo er halt einfach das Handtuch nicht um die Hüften lassen konnte. Um zukünftige Streitereien zu verhindern, sind jetzt die G7 ausgetauscht worden, also die größten Wirtschaftsnationen sind jetzt nicht mehr
Deutschland, USA und so weiter, sondern sind ab jetzt, wie von der UNO festgelegt, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Luxemburg, Ungarn, der Vatikan und Legoland. Der nächste Gipfel wird in der Antarktis stattfinden und der ungarische Ministerpräsident Orbán hat jetzt schon ein Einzelzimmer mit Zaun vorbestellt. Wien. Nach einer erfolglosen Kundenumfrage der Wiener Linien zum Thema Duft in den Wiener U-Bahn-Zügen haben sie jetzt entschieden, trotzdem Düfte einzuführen. Ab Jänner 2020 werden in sämtlichen Linien der Wiener Linien, also in sämtlichen Zügen der Wiener Linien, die Duftnoten Leberkäse-Rülpser, Kebab mit alles und scharf, alte Socken, nasser Hund und Achsentröpfler Jahrgang 2004 versprüht. Die Wiener Linien versprechen sich dadurch eine geringere Frequentierung ihrer Züge. Somit ist er dann kein Stau mehr in einem U-Bahnhof. Ne? Jetzt zum österreichischen Wahlkampf. Diese Woche wurde bekannt, dass ja Heinz-Christian Strache nicht mehr die Hoheit über seinen Facebook-Kanal hat. Er hat sich sehr darüber geärgert. Der designierte FPÖ-Chef Hofer hat dazu jetzt in einer Aussendung gemeint, wenn er sich noch lang blöd spielt, wird er noch schauen, was alles möglich ist. Dann drehe ich ihm nämlich das WLAN ab und Fernsehverbot kriegt er auch. Ein Statement von Strache liegt uns derzeit leider noch nicht vor. Und zum Schluss noch zum Sport. Ein Megatransfer in der spanischen Primera División im Fußball. Der Brasilianer Schwalbinho ist gewechselt von dem österreichischen Bundesligisten Admira Wacker zu Real Madrid für eine kolportierte Ablösesumme von 863 Milliarden Euro. Schwalbinhos Jahresgehalt bei den Königlichen wird dann ungefähr 250 Millionen Euro betragen. Weiters wurde dem Ausnahmestürmer eine Teigtaschelfabrik in Wien zugesprochen, sowie die Osterinseln und der Mond. Das Wetter, schauen Sie aus, finster ist. Ne? Ich verabschiede mich und jetzt Werbung. Wiederschauen. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinka. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter, denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken, zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter. Hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter. So, also wie gesagt, 22.11. Roastbippen live in der Arena Wien. Schätze, erhält Tickets. Erhältlich bei uns im Roadshop unter www.roastbippen.at und bei allen Vordergassstellen. Ja, jetzt sagen wir, machen wir Musik, oder? Der Bär hat sich was gewünscht. Der Bär. Ich glaube, jetzt gehen Sie eigentlich mit dem Video aus von dem letzten. Also, Bär für dich.
Lied, geiles Lied. Die Saison auch mal wieder vorbei. Ja, das Moped-Saison ist wieder vorbei fast, ja, schade. Wir fahren mal wieder um 6. Stimmt, ja. Moped um 6 so je. Wenigstens riechst du jetzt noch Kebab mit alles. Ja, oder noch schlingende Fies. Es kommt auf den Zug an. Also, wenn es einen guten Zug erwischt, riecht es noch Im Beiß. Endeffekt sind es lauter Tüfel, die schon bekannt sind. Ne? Also, wer schon einmal die U6 von 7 Hirten bis auf Wölzer gefahren ist, der weiß, gesichertes Todes ist ein Schatz dagegen. Also speziell so die Gegend, so sagen wir, von Gumpendorfer Straßen bis Alser Straßen, da wird da schon einiges an menschlicher Würde geboten. Also, ja, das war schon wieder fast für heute. Wir spielen jetzt noch ein Lied, oder vielleicht zwei, schauen wir mal. Ja, also eins auf jeden Fall. Das eine, was jetzt kommt, hat sich die Conny gewünscht. Servus Conny. Conny, ein Lied, das wir schon lange nicht mehr gespielt haben und warum eigentlich? Ja, das ist eine geile Nummer. Weil die Beamten aussterben. Ja, ich glaube, dann müsste man es öfters spielen. Ja. Naja, es ist wie beim Amos mit seiner Nummer, oder? Schaffner los. Nichts gut. Ja, stimmt. Also für eine aussterbende Gattung, für alle Beamten und für die Conny und für alle Beamten nicht haben.
not easy. Not easy to fall in love. So. Wolltest du dann nochmal spielen? Haben wir noch eine Zugabe? Haben wir noch eine Leitung? Also vorher hat da jemand geschrieben Landliebe. Haben wir das Landliebe? Fokus. Ja. Das ist dieser versteckte Hidden Track auf unserem ersten Album. Ganz am Schluss hinten kommt dieses Lied. Zacharias Umfang. Für euch. Bitteschön. Vägravnacht kommer till dig med alla mål som är kärlek och denna dyr. Du bringst mich in ein Zimmer und du schwärst mich auf dein Bett, was ich unbedingt. Wahrscheinlich was zu hören mit ihrer Artikulation. Es ist anzunehmen. Yes. Mit Mädchenpensionat, da kommt das schon vor. Manchmal machen wir so. Und man macht das in der Stunde und dann vorne wollte ich sagen. Ups! Manchmal, das schneiden wir noch aus, das geht ja. Manchmal macht man es in der Stunde und dann hier ganz nicht drum, weil es hat Spaß macht und Bewegung ist gesund, sagt der Volksmund. Warum gerne mal ganz auszögern, ich weiß, dass das muss und der Bruder will komisch die Frau Es wird beim Bruder nie fahren, uns fällt immer was ein. Wir stehen nur mit am Schleinerei. Wer nicht? Doch gehen wir in den Stall, weil wir ärgerlich sind und du schließt mir an die Rückmaschine auf. Die Loga, die Angel und du sollst klauen. Du verlierst meine Welt in mein Haus. Schönen Gruß bei der Gelegenheit an den Alphabeten. Ich muss immer an sie denken, bitte, wenn ich was sage. Ja, ich auch. Wegen dem Analemnamen. Dabei kann ich lesen. Total. Wo ist das denn her und jetzt muss ich wieder nach Hause. Auch Analphabeten brauchen wir eine Posse. Der Tag, da steht Musik, mein Wort keiner sehen. Meine Bandkollegen, da muss ich verstehen. Hat der Mann nicht umgefallen? War das umgefallen, ne? Okay, das war's für heute mit unserem Live-Blog. Und bevor wir sie jetzt auf die Couch aussehen und ein bisschen hoffentlich vielleicht rutschen können, zeige ich euch noch ein Video, nämlich ein Video von uns, das völlig zu Unrecht unterschätzt wird, nämlich unser Video zu Moserhead. Von der Handlung her nicht so geil wie die anderen Videos, ich gestehe. Aber man muss sagen, von den Requisiten, was ist das erste Video, das wir je gemacht haben, weil so ein Kilo Koks, den kriegt man auf Ibiza schon günstiger, kostet aber immer einen Haufen Geld. Sag, einflussreiche Freunde brauchen, aber dann kriegt man es günstiger. Aber wir haben das halt nicht. Ne? Moserhead! Viel Spaß! Mein Nasel ist so weiß, weil ich es schneiden los. Ich zieh halt für mein Leben gern allein. Ich weiß, es war halt gesagt, aber wann ist bleiben los? Doch das Koks, das war direkt ins Hirn hinein. Ich muss im frühen Leben einmal beim Fernsehen gewesen sein, sonst würde ich Sehnsucht nicht so groß nach einer allein. Darum tut das Koks sich auch nicht schnuppen, sondern beißen. Ich geh aufs Klo nicht nur zum Brunzen und zum Scheißen.
Und schwör könnt ihr, dass ich einmal beim Fernsehen gewesen bin. Ich weiß genau, ich hab gekokst am Häusl und in der Kantine. Ich hab das Kokain halt so von Herzen gern. Und wenn ich stirb, auch die Coca-Pflanzen wären. M-U-S-R-H-E-A-D M-U-S-R-H-E-A-D Hallo Dealer, nehmen Sie hier diesen Hund, der Hallo Dealer, zaubern Sie mir dafür ein Bund, der Herr Hallo Dealer, aber kommt die Kiemerei, werde ich leugnen, Sie zu kennen, werde rennen davon, bis ich einen neuen Dealer finde, der mich ins Wunderland mitnimmt. M-U-S-R-H-E-A-D M-U-S-R-H-E-A-D Der alte Sünder, der brennt sich aus in Simmering in einem Freudenhaus. Er wird dem mit der Jacqueline dabei was gesünder. Er schwurst der Zaus bei deiner Frau steckst du nicht an, mit einem Tripper, das dir graust. M-U-S-R-H-E-A-D M-U-S-R-H-E-A-D Ich bin ein Moserheld, ein Moserheld, Moserheld, ein Moserheld. Grüß Gott, wir sind wieder zurück. Und zwar fangen wir jetzt. Hast du total lesen die ganze Zeit? Lesen, ja. Aber ich verstehe dich. Na gut. QAs kommen jetzt. Also, was Sie schon immer wissen wollten über Rotzpippen und sich nie zu fragen trauten, könnt ihr jetzt machen. Wir haben hier das Tablet stehen, wir warten auf die Fragen. Ich warne euch, wenn keine Fragen kommen, dann macht der Werner eine Playboy-Lesung. Aber ohne Bilder, also nicht leibend. Es wird jetzt nicht sehr erquickend oder besonders philosophisch wertvoll sein, ja, die Artikel. Ich fange einfach mal an. Also die Überschrift finde ich schon mal gut. Kann ich im Schlaf kommen? Natürlich. Das Leben stellt Männer jeden Tag vor neue Herausforderungen. Wenn sie nicht weiter wissen, wenn sie mal nicht weiter wissen, der Playboy-Berater ist für sie da. Also oh, Dr. Sommer für. Wenn man mit dem Bravo-Heft schon mal aufgehört hat, kann man den Playboy abonnieren. Und der Dr. Sommer praktiziert auch hier unter Pseudonamen. Also er heißt hier Berater, der Playboy-Berater. Ich möchte kurz einwerfen, also ich habe gerade eine Frage gekriegt auf mein Handy, nämlich von meiner Frau. Die Frage lautet, wann kommst du heim? Wenn du jetzt mit dem Scheiß auf und kommst heim, wir haben ein Wasser im Keller. Schatze, super! Es kommt darauf an, wie viele Fragen jetzt noch kommen, aber irgendwo komme ich schon an. Und wenn es rennt, lass rennen. Wenn der Keller voll ist, haben wir lass rennen. Das sagt er beim Duschen auch immer. Lass rennen, brauchst nicht ein bisschen. Ja, gut. Ja. Ich weiß nicht, kann ich im Schlaf kommen? Wo ist denn da die Frage dazu? Mein Kumpel macht gerade einen Gesundheitsguru. Geh, lass einen auf. Ich kann mir hat in Nickelsdorf jemand gefragt, ein Fan, darf man das sagen, Fan, ja, ein Konzertbesucher. Jemand, der zufällig dort war. Ja, hat mir eine tolle Frage gestellt, nämlich, hey Alter, ich hätte ein bisschen Koks im Auto, magst du was rieseln? Ja, schön. Die Antwort auf die Frage war, nein, Alter, weil ich riesel nichts, ich weiß nicht, wie es die anderen Kollegen halten damit, aber sollten Sie uns auf einem Konzert nach oder vor oder während dem Konzert Drogen offerieren wollen, ich bevorzuge die flüssige Variante. Also alles Gebraute, Vergorene und Gebrannte, her damit. Das kann man so sagen. Zahlt uns ein Bier, dann macht uns mehr Freude. Richtig. Und außerdem, das scheiß Koks muss man importieren und wir wollen die österreichische Wirtschaft unterstützen. Also. Darum trinken wir Camprinus. Ja, darum Camprinus extra herb. Ja, ich glaube, wir sind es für heute, oder? Was habt ihr, liebe Kinder? Ja, wie schaut's aus? Wenn keine Fragen mehr kommen, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was die Welt wissen muss? Wann machen wir die nächste Sendung? Wie gesagt, wieder so in 3 bis 4 Wochen.
circa einen Monat machen wir wieder eine Live-Folge. Wurscht, ob wer zuschaut oder nicht, wir ziehen das durch. Yes, with us. Da können wir nichts, da sind wir völlig... Wer von euch den meisten Fusel im Bauchnabel? Nabel, ich glaube im Bauchnabel. Wer hat von euch die meisten Fusel im Bauchnabel wie der Oliver wissen? Sollen wir nachschauen? Ich glaub, das bin ich wegen einer Schwitzerei. Warte mal. Ich habe gar keine. Ja, nicht. Heute nicht, ich war duschen. Ich war fort. Der Gewinner Lombardi Bagabondos hat die Zahl 1. einen kleinen schwarzen Fusel, ja. Ein Mini-Foods. Ja. Jetzt stecken wir wieder zurück einen Nove, damit er... Entschuldigung, ich stecke ihm zurück. Also ihr merkt auch, und uns sind keine Fragen zu blöd. Also so gesehen braucht ihr jetzt irgendwie nicht Angst haben, dass die Frage vielleicht irgendwie intellektuell nicht auf unserem Niveau ist. Redet mit uns. Wir haben intellektuell kein Niveau. Kann man vom gemeinsamen Baden schwanger werden? Sicher. Wenn wir zwei baden? Naja. Nein, muss ja nicht einer von uns schwanger werden. Stimmt. Also irgendwer auf der Welt wird schwanger. Wenn ich mir zuschaue. Und der Grund ist, dass wir baden. Ja, stimmt, da schreibt er schon. Kevin13 schreibt, kann meine Freundin schwanger werden, wenn zwei Musiker von Rotzpippen miteinander baden? Ja, kann sie. Sie muss nicht einmal im gleichen Raum sein, nicht einmal im gleichen Land. Wir schwingen alles, egal wie weit es weg ist. Wir züchten auf diese Art und Weise die zukünftigen Fans. Das Problem ist, bis die mal alt genug sind, sich, weiß ich nicht, CDs wird es nicht mehr geben, unsere Musik kaufen zu können, sind wir verreckt. Also, Musik kauft eh keiner. Jetzt kann man doch fragen. Eine Frage. Der Proletentoaster möchte wissen, wie viele Bier müsst ihr vor einem Konzert im Schnitt vernichten, um dann besonders authentisch zu wirken. Also gleich mal vorweg, ich trinke keinen Schnitt, ich trinke nur Helles. Ja, wie viel Bier, das ist unterschiedlich. Also Lumpi sprengt sie eigentlich... Er hat den Schnitt Naja, nach oben. ich mein, was heißt vor dem Konzert? Zählt da auch die zwei zum Wochen Frühstück vorher. mit der Eierspeise, die zwei Bier zum Frühstück, wenn wir auf Nacht einen Also Kick haben? ich jetzt rechne ab Abfahrt vom Proberaum Aber weg. Abfahrt, nicht, dass der Backstage tut, ja, aber Also Abfahrt. Abfahrt vom Proberaum weg ist ja schon Nicht das Bier zum er Konzert. beantwortet eine Frage mit einer Gegenfrage, ist schon mal ein guter Anfang. Ich bin Politiker, ja. Nein, ein gutes Dutzend, wenn die Fahrt eine Stunde oder länger ist, kann schon sein. Dutzend? Ja, ein gutes Dutzend, habe ich gesagt. Sind wir in Österreich per Dutz? Yes. Also Lumpi sagt 12. Was sagst du, was, ja. Fritjof? Ich Davor? beginne... Davor, ja. Na, ich würde das unterbieten. Knapp unterbieten, vielleicht mit 10. 11 Bier an der Seite. Das ist aber knapp unterboten. Was Ja. hast du vom Gig, Zacharias? Ich schau da nicht so zu, ich will dir nicht zeigen. Sieht doch noch nicht auf der Bühne. Es ist, bei mir ist es auch schwierig zu... Vor allem, darf ich es verraten, die große Schande von dir? Dass du nur Bier mit Wasser mischt? Das stimmt ja gar nicht. Außerdem habe ich es jetzt Zacharias Unfall mischt sein Bier niemals mit Wasser. Das ist wahrscheinlich der andere Typ, der immer so der Zebedeus. Der Zebedeus macht es. Der ist ja ein Schotte, italienischer Schotte oder so. Ich zeige ihm. Da macht man das. Also ich muss Da sagen, macht ich man trinke das so. vor dem Konzert prinzipiell überhaupt kein Bier, nämlich ich trinke nur Spritzer. Weil wenn ich zu viel Bier trinke, muss ich dauernd beim Konzert dann deppert aufverstessen, aber während dem Konzert dann bevorzuge ich das Bier. Spritzer, ja, 4 bis 5, 6, aber Liter. Halblitrige, ja. Und jetzt Palettentoaster, das ist eine halbe Paletten. Du hast richtig gezählt, ja? Das sind 12, ja? Na, schau dich an, ihr habt ein bisschen gebraucht zum Warmwerden, aber schon langsam trudeln doch tatsächlich Fragen. Ich finde eigentlich die Frage ziemlich cool. Gibt es eigentlich auch mal einen Livestream von euch, der nicht zwischendurch mal offline ist? Beim letzten Mal war es unser Schuld, da haben wir technisches Gebrechen verursacht. Heute war es eigentlich YouTube, was uns rausgehauen hat, weil wir scheinbar irgendwelche Copyright-Scheiße gehabt haben mit diesem Green Jelly Video. Na, wirklich? Tut uns leid. Ein Lied, das 25 Jahre alt ist, das keine Sau mehr kennt und sich niemand anschaut. Ja. Und die Plattenfirma gibt es noch. Und dann die braucht noch immer Geld. Und dann pushen wir diese Band endlich wieder mal. Und was ist der Dank dafür? YouTube hat uns. Also, wie gesagt, der Mainspeaker kriegt keine Kohle mehr dafür. Das hat die Plattenfirma sich Aber wir werden versuchen, diesen Running Gag des Offline-Seins in jede Show einzubauen. Ja, andere machen Werbepausen, wir sind offline. Ja. Also, wie eigentlich die meisten anderen Bands, die sind auch immer offline. Wir sind hin und wieder zumindest online. Die Idee mit dem Soletti-Web. Oh, eine Frau! Wahnsinn! Du musst vorlesen. Sogar Frauen schauen zu. Die Lea schreibt, Layers.
Die hat blaue Haare, finde ich gut. Wie gut stehen die Chancen, dass ihr beim nächsten Livestream ein Soletti-Wettessen ohne Getränke veranstaltet? Ich würde sagen, halb durchwachsen. Also, ich komme schon mal Dauert nicht ohne schlecht. Getränke her. Das ist einmal, glaube ich, die grundlegende Sache. Und Soletti ist einmal sowieso für die Fisch. Ne? Ja, ich meine, Das heißt einfach Goldfischli gibt es. Ja, wie viel Kilo Lipton darf ich dazu nehmen? Ja, dann sind es Nein, ich glaube noch nicht. Also ich würde mal sagen, aufgrund dieser Frage, die ich sagen, die Chancen sind sehr hoch. Das Ganze hat natürlich was von Kindergeburtstag, weil da hast du ja immer das mit Schokolade essen, mit Messer und Gabel und Handschuh. Ich glaube, das machen wir, oder? Also Soletti. Naja, das Problem, was ihr vielleicht übersetzt, ist ohne Getränke. Das heißt kein Bier. Ja, sag ich ja. Das ist das Bier ist ja kein Getränk, Bier ist ja Kohlenhydrat. Ja, Steigt da aus. Ja. Ich kann man Soletti überhaupt essen? Ich meine, ich habe immer geglaubt, das ist so Also liebe Lea, ganz eindeutig, aus Mangel an Konkurrenz, wer es allein nicht machen, wird gewinnen. Yeah. Ja. Na gut, das heißt, du frisst 3 Packungen, er frisst eine Packung, ich eine Packung. Eine neue Frage. Eisjelly. Ich finde das super Name, Eisjelly. Ja, besser als Green Jelly. Könnt ihr mich aufklären, Der hat uns wahrscheinlich verpetzt, für oder? was eigentlich Baratz jetzt wirklich steht? Baratz, ja, nur kurz zur Erklärung, für die es nicht wissen, auf unserer ersten Platte ist Aboswert, gibt es ein Lied namens Baratz. Und das handelt von einem Schnaps. Wie ich mir sagen ließ, ist es ein ungarischer, ein Marillenschnaps. Und es scheiden sich aber die Geister, wie man das richtig ausspricht. Heißt es Baratz, heißt es Baratz, heißt es Baratz, heißt es Baratz. In meiner Schulzeit haben wir das Zeug literweise vernichtet beim Gasthaus zur Linde, beim Ossi. Und dort hat es immer geheißen Baratz. Und ich habe halt diesen Blödsinn mitgenommen ins Erwachsenenleben und dann etwas gemacht. Also bei B-A-R-A-C handelt es sich um die Ode an einen ungarischen, sehr leckeren, an einen sehr guten Schnaps. Und die Punkte zwischen den Buchstaben sind nur, damit wir die Leute verwirren, dass die glauben, es ist irgendein Kürzel für irgendeinen Scheiß. Ne? Ist keine Geheimbotschaft dahinter? Ich dachte schon. Oh ja, schon, aber das verstehen die Leute erst in 80 Jahren. Eigentlich haben wir damals, wie wir die Nummer geschrieben haben und den Titel so festgelegt haben, schon gewusst, dass Jahre später jemand bei einem Livestream fragen wird, was es heißt, damit wir eine gute Frage haben. Ich weiß, was es heißt. Beim Arsch riecht es außer krass. Oh. Oder? Gut. Beim Arsch riecht es auch komisch. Das heißt aber komisch Beim Arsch mit C. riecht's auch komisch. Naja, aber Gras schreibt man nicht mit C, also passt schon. Komisch geht auch. Ja. Also Vor allem ist er ungarisch. Lieber S. Ja, sagt man Clown. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Vielleicht findest du irgendwo beim Supermarkt einmal einen Baratz. Wo genau das draufsteht. Martin, ich finde auch, das war die wichtigste Frage des Abends, was der Baratz ist. Ja. Na, kommt die jetzt oder war das? Ich glaube, das meint die war. Wann ist der nächste Gig? Ja. Nächste Gig. Haben wir das nicht schon oft genug gesagt? Sollte das nicht schon wissen? Also ich glaube, dass dazwischen vielleicht noch was ist. Nein, ich glaube... Wir sparen unsere Kräfte für November. 22. November, Rotzpiepen, 11 Jahre auf der Welt, in der Arena Wien. Mit dabei, ja, Analphabeten! Die Analphabeten aus dem schönen Ellbögen. Und ist noch wer dabei? Und vielleicht gibt es einen Special Guest. Aber den dürfen wir nicht verraten. Dürfen wir noch nicht verraten, aber vielleicht gibt es einen Special Guest. Ja. Meine Mama kommt. Wenn er nicht kommen kann, dann mache ich einen Special Guest. Special Guest, ja. Und Tatsache, weil letztes Jahr waren wir ausverkauft und es wird am Ende immer knapp. Das ist ganz schwer, wir haben es selber nicht glauben können, weil wir waren, glaube ich, 3 Tage vorher wirklich ausverkauft. Also kümmert euch wirklich rechtzeitig um eure Tickets. Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber... Ja, es wäre schade, wenn sie nicht dabei seid. Wir haben voriges Jahr zum ersten Mal Leute an der Abendkasse wegschicken müssen. Ja, das war kein Spaß. Ja. Der Oliver möchte noch gern wissen, könnt ihr auch A Cappella singen? Na, wir singen nur Acapulco. Nein! Nein! Kennen wir das Wort? Nein! Heute sagst ich saufe mir an, bis ich nimmer mehr kann. Bis ich besoffen bin und dann geh ich raus vors Haus und dann scheiße ich mich aus. Dann bin ich wieder drin und die Hertha schenkt ein Viertelwein von dem besonders guten Dopplerwein. Doch ich hätte so gern von ihr so einen Baratz, 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 Baratz. Ja, ich glaube, das war genug Acapulco. Nein! Frank Pickett hätten sie im Kopf rotiert. Bis November kein Rotzpippen-Kick. Ja, liebe Lela, sorry, es ist leider so, es hat sich leider nichts. Was hat gesagt Lela?
Leila, sorry. Nein, Lea, Ich glaube, es ist die Lea Skywalker, oder? Der S-Punkt muss er sein. Ja, möglich, ja. Hat wirklich Ich glaube nicht, also also die gib mir den Chance. Das ist doch die. Die sind Models, Alter. Ne? Hallo, ja, genau. Ich dachte, das ist meine Mama. Ja. Nein, leider, also bis November keine Rotzpippen-Gig, aber ihr könnt ja weiter die Rotz-Show schauen, wo wir immer ein bisschen live spielen. Und bis zum November könnt ihr es zurückhalten und dann dort ausschießen wie nach 5 Monaten Abstinenz. Und vor allem, wir sind ja bis November nicht untätig. Auch wenn wir jetzt nicht live spielen, wir sind ja jetzt schwer dabei, Videos zu produzieren und Schabernack zu treiben. Es wird jetzt regelmäßig auf YouTube und auf Facebook, werden wir es dann natürlich auch Magazine lesen. Videos rauskommen, eben neue Folgen von Dancing Queen, neue Folgen von Fit mit Fats. Simmering ist überall, kommt sicher auch mal die unglaublich spannende Fortsetzung. Und ich glaube, böse Zungen haben behauptet, es wird noch eine Kochshow kommen mit Rotzpippen. Es wird eine Kochshow. Möglicherweise eine Kochshow. Und ich habe schon gehört, aus Gerüchten, dass irgendeine Martial-Arts-Sendung kommt, die irgendwas mit Gemeindebaukarate zu tun haben soll. Vielleicht sogar Kampfsport. Aber schauen wir mal. Es bleibt sportlich, es bleibt alles in Bewegung. Total sportliche Sendung eigentlich. Wir sind so sportlich wie dieses Magazin. Fast. Ja, ich würde sagen, dieses Magazin seriös ist. Mit diesen Worten können wir heute gut schließen. Liebe Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Wenn es keine Fragen mehr haltet uns die Treue. In ungefähr 4 Wochen gibt es die nächste Rotzshow hier aus unserem Studio B. Wir freuen uns darauf, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Ihr könnt euch jetzt die Rotzshow von heute in den kommenden Tagen dann natürlich wieder nochmal anschauen, weil es so geil war. Erzählt es eure Freunde, erzählt es eurer Mama und vor allem der Tante Mitzi, ganz wichtig, die steht besonders auf uns. Ja. Bis dahin, danke an unser Kamerakind, danke an unseren Regisseur, danke Karl, danke Betty, ihr wart wie immer super. Und wir verabschieden uns. Grüße aus Simmering. Genau. Darf ich noch kurz, abonniert noch unseren Kanal. Ja, genau. Gebt uns ein Like, kommentiert, da freuen wir uns drüber. Es gibt eben, wie gesagt, auch diese Facebook-Gruppe, wo man dann seine Wünsche und Vorschläge reingeben kann. Ja. Der will es dir sagen? Jetzt habe ich das Finale total kaputt gemacht. Also dann, bis nächstes Mal. Viert euch, Dere! Ja, geht's einfach. Dankeschön.